Frage FG10. Hat Jesus wirklich gelebt? Ist er Gottes Sohn? Antwort: Die Ankündigung des Kommens Jesu in diese Welt gehört zu den markantesten prophetischen Aussagen. In detaillierter Weise sagt das Alte Testament seinen Geburtsort Bethlehem, seine Abstammungslinie, die gleichzeitige Sohnschaft Gottes und des Menschen, sein Wirken, den Grund seiner Sendung, den Verrat an ihm für 30 Silberlinge, sein Leiden und Sterben am Kreuz sowie seine Auferstehung voraus. Durch den deutlichen Abstand von 400 Jahren zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments und der neutestamentlichen Zeit bekommen die erfüllten Prophetien auf Christus ihr besonders eindrückliches Gewicht hinsichtlich der oben gestellten Frage. Auch außerbiblische Quellen bezeugen das Leben Jesu, wie zum Beispiel der römische Historiker Tacitus, der römische Hofbeamte Sueton, unter dem Kaiser Hadrian, der römische Statthalter von Bithynien in Kleinasien, Phallus und andere. Beispielhaft sei hier ein Zitat des bekannten jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus genannt. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden zu sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 3. Tage wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Gott selbst bestätigt Jesus als seinen Sohn bei der Taufe, und der Engel verkündigt seine Geburt als Sohn des Allerhöchsten. Der Herr Jesus bekennt sich im Verhör vor dem Hohen Rat, dem höchsten Regierungs- und Richterkollegium in Israel, unter Vorsitz des Hohenpriesters Kaiphas als Sohn Gottes. Ebenso bezeugen die unterschiedlichsten Männer und Frauen der Bibel Jesus als den Sohn Gottes. Petrus sagt: Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn, Matthäus 16, Vers 16. Und Johannes sagt: Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 1. Johannes 4, Vers 15. Und Paulus sagt: Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, Galater 2, Vers 20. Martha aus Bethanien bekennt: Ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Johannes 11, Vers 27. Und Nathanael bekennt von Jesus: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Johannes 1, Vers 49. Der römische Hauptmann bei der Kreuzigung erkennt: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Matthäus 27, Vers 54. Der äthiopische Finanzminister bekennt von Jesus: Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Apostelgeschichte 8, Vers 37. Auch der Teufel weiß um die Sohnschaft Gottes. Matthäus 4, die Verse 3 und 6. Und die Dämonen müssen ihn als Sohn Gottes anerkennen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, war damals den Pharisäern und Hohenpriestern und auch dem aufgewiegelten Volk ein Anstoß und ist bis heute Juden und Moslems ein Dorn im Auge. Er kann aber nicht unser Retter und Heiland sein, wenn er nur Bruder oder Sohn unter Söhnen, ein guter Mensch oder ein Sozialreformer war, sondern nur dadurch, dass er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist.